Howdy Leute, willkommen bei einer neuen oder bei der nächsten Folge von Angezockt Dinosaurier Fossil Hunter Prolog. Bis jetzt scheint mir das Ganze so, als wäre es eigentlich nichts anderes wie die Demo-Version, aber ich bin gespannt, wie weiter es geht. Jetzt muss ich den Radar rausnehmen, das ist die 4. Und dann gehen wir da mal suchen. Ist okay, alles in dem use the GPS. Ja, habe ich doch. Ja, ist schon echt cool gemacht. Das ist sowas wie ein Bodenradar. Ja, da haben wir zwar Boden, aber ja, dann wollen wir doch unsere Fundstelle mal markieren. So, so. Wow, gibt's hier viele. So, ja, dann würde ich sagen, buddeln wir mal da. Die Frage ist nur wie, ne? So, keine Ahnung, wo die Sachen liegen. Ah doch, da zum Beispiel eins, wo ich jetzt kaputt gemacht habe. Ah, ich finde es mühsam, dass man nicht auf dem Knopf bleiben kann. Immer noch nicht. Ach, ich bin froh, dass ich kein bei einer Ausgrabungsstätte bin. Da wird es nur unnütz Löcher geben.
So. Also Fahnen haben wir keine mehr. Dann wollen wir da mal schauen. Press linke Maus. Ach so. Da sehe ich jetzt nichts. So, ins Licht halten. Da sehe ich jetzt auch noch nichts. Aber wir legen den mal sicherheitshalber hier hin. So, hier haben wir was. You found a fossil secret defending in the last. Was? Ich muss ihn finden. Hier bleibt das Siegel. Hä? Wir versuchen jetzt mal das hier, weil ich weiß. Ah, okay. Aber das war ja nicht nur das einzige, oder? Ich habe da ja ganz viel mehr entdeckt. Ja, zum Beispiel hier haben wir auch. So, dann. Das ist schon cool, das Spiel. Aber, ja. Wenn es jedes Mal so lange dauert, naja, in Wirklichkeit dauert es ja auch so lange. Da sehe ich nichts im Stein. Da sehe ich auch nichts im Stein. Ja, okay. Wenn die Steine zu schwer sind, dann zwei Steine mit Fossilen drin gesehen. Ja, haben wir noch eins. Die kleinen Sachen sollen dann einen großen Dinosaurier geben. So. Dann gehen wir nochmal mit dem Bodenradar darüber und schauen mal, ob wir hier noch irgendwas finden. Aber nein. Ja. Also ich kann ja eh nur diese Gipsmasse oder was das für eine Masse das auch ist, nur auf die Steine machen, wo wirklich ein Artefakt,
Skelett drin ist. Ein Fossil! So, jetzt haben wir es, Mensch. Okay, wir drücken nochmal M. Once you are done by extract. Ja, genau. You found a fossil. You're in the message present. Use plastic. Jo. Alright, to your museum. Send them to. Okay. Okay. Ja. So, wir können auch rennen. Jetzt muss ich diese Sachen in die Kisten reintun. Ja, also eben, es ist momentan, ist es nur, also was heißt nur, also im Prinzip haben wir das ja schon gespielt in der Demo-Version. Bis jetzt. Das heißt, die Demo-Version war der Prolog oder ein Teil vom Prolog. Man weiß es nicht so recht. Also bis jetzt spielen wir nur den Teil, den wir schon gespielt haben. Auch wenn wir den anfängerhafter spielen als das letzte Mal. Aber ja. So. Jetzt right hand bones. So. Und hier hinten noch auf. Das ist ja ein großes Auto. Ach, genau. Es haben nur ein paar Sachen noch gefehlt. Von dem Skelett im Museum. Nicht alle, aber nur vereinzelte. Und die hatten wir jetzt. So. Was hast du? Content Transport on the map. Was? Open the truck and put the crate in the car. Ja, haben wir. Use to mark the container transport spot on the map. Ah. Der Container. Ich würde mal sagen, irgendwo hier. So. Load the rest of the contents and take them to the transport hub. The transport hub is a marker on the map. Ja, ja, okay. Das heißt, natürlich. Nein, du blöder Aff, du. Ich würde gern rausfahren. Danke vielmals. Ist ein bisschen blöd zum Kehren, drehen, ne? So, warum diese Ausgrabungsstätte nicht schon gesperrt wurde oder gesichert wurde, bevor ich kam, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ja, wenn du Probleme hast. Und 4x4 ist doch besser antriebstechnisch als eine 2x4, oder nicht? Ja, ich habe jetzt zum Glück keine toten Tiere dabei. Nur Knochen und die sind eingebalsamiert.
So, come on. Das ist zum Glück nicht so schwer wie bei Smooth. Mod, Root, ach, ich habe keine Ahnung. Snow Mode, keine Ahnung, wie die Dinger da heißen schon wieder. Ich habe voll den Blackout, was das anbelangt. Mein Gott, dass hier überhaupt ein Auto durchfahren kann. Ja, ich wollte euch nur zeigen, was passiert, wenn wir ja uns festdrücken, fahren. Da müssen wir dann einfach R drücken und dann setzt er uns dann einfach wieder zurück. So. Dann heißt es, wir müssen die Kisten hier draufstellen. So, wir sind faul. Wir machen das mal so. Open the tablet to leave this area and to transport the findings to your museum or continue the excavation. Travel. Do you want? Jawohl, ich will. Do you want? Ja, ich will. Immer noch. Ja. Also, Prolog gleich Demo. Oder die Demo war einfach der Anfang vom Spiel und hat dann einfach einen Cut drin gehabt. Okay. Es ist eigentlich schon recht ein interessantes Spiel. Go outside. Okay. Ah. Okay. Das ist nice. Ach so. Okay. Dann müssen wir das hier aufschneiden. So, das ist quasi der Lehm, den wir drum gemacht haben zum Schutz von dem Fossil. Oder beziehungsweise, hä? Hat das jetzt? Nee. When you want sand to bones. Na, wir können das jetzt auch überspringen. Die Reinigung der Knochen. Das ist quasi neu. Wobei in der Demo, wobei ich glaube im Prolog müssen wir
manuell machen. Weil ich weiß jetzt nicht, wo dieser Knochen, den wir jetzt freigeschaufelt haben, jetzt ist. Das ist das kleine Problem. Museum worker, clean up the fossil, get them back and complete the dinosaurus. Okay. Das heißt, wir können die Knochen selbst reinigen oder wir können das quasi in Auftrag geben. Und dann machen das die Museumangestellten. Das finde ich schon mal nice. Und das braucht einfach eine Zeit und dann sind die Sachen gecleant und sie bringen sie dir wieder zurück. Der will nicht. Ja. Okay, der Raum ist, also die Knochen reinigen, die sind belegt, also, ne, die sind, okay, die sind, Extraction Process complete. Das heißt, hä? Ja. Dann machen wir das mal manuell halt, dann sehen wir das auch nochmal. Da haben sie ja, glaube ich, auch irgendwas verändert. Neue Werkzeuge und Co. Aber schön, wie sich die Knochen gleich mal hinlegen, als wie sie sein müssen. So. So. Erstmal alle Knochen befreien. So. Ist eine langweilige Arbeit hier, aber naja. Genau. Wir haben jetzt auch neu eine Anzeige, wo uns zeigt, wie sauber oder wie lang das ist noch, also der Status. Also der Status hier sehen wir jetzt, wie viel wir noch machen müssen, bis das beendet ist. So, jetzt habe ich's. Also das finde ich schon nice, dass sie das jetzt eingebaut haben. Weil dann weiß man auch wirklich, ja, jetzt habe ich es gleich oder wo muss ich denn noch oder wo hat's noch oder irgendwie so. Also, ne? Und die Drehbank, die ist natürlich auch immer gut in so einer Situation, wo dann einfach das Ganze immer dreht, wie ein Hühnchen. Und dann kommst du eigentlich auch immer überall dazu.
Also ihr seht, das haben sie schon verbessert. Muss ich echt sagen, dass das schon einiges besser ist. Aktiv Clean, das ist der Cleaning-Prozess, den wir hier jetzt angezeigt bekommen. Also ne, Active Stage Clean, also die aktive Station ist Reinigen. Und die haben wir zu 88% geschafft, zu 90. Und der Gesamtprozess haben wir jetzt 32% schon. Vom Gesamten. Das haben sie cool hinbekommen. Das ist das Einfachste. Knochenpräparat Schutz. So. Alte Knochen sind ja zerbrechlich, oder? Die müssen wir schon schützen. So. Bone Soft Tannic Matrix. Muss ich mal schauen, ob das beim nächsten Schritt dann Remove Rock Matrix. So. Also die Rotation-Technik ist schon eigentlich am hilfreichsten, finde ich jetzt. Ja, doch. So, ein bisschen Musik wäre auch noch schön, so ein Radio im Ganzen, das wäre auch nice. So, ich bin auch gespannt, was hier im Prolog alles noch wird kommen. Oder ob es das jetzt war. Auf jeden Fall mache ich diesen Schritt der Reinigung noch fertig und dann würde ich sagen, wird es noch eine dritte Folge geben vom Dinosaurier-Fossil Prolog. Aber ich finde, die Bearbeitung der Knochen haben sie schon noch besser hinbekommen als in der Demo-Version. Wobei die Demo-Version, die wurde ja auch überarbeitet. Das heißt also, das ist jetzt nicht nur im Prolog so, sondern ja, das wäre auch in der Demo-Version gewesen, wo ich hatte gespielt. So. So. Wunderbar. Also die Anzeige, die 100% Anzeige, die wir hier haben, ist schon recht sehr hilfreich.
Also vor allem, wenn du da alles hast und nicht weißt, hä, wo bin ich denn? Wie viel fehlt denn jetzt noch? Und wenn dann wenig Prozentsatz fehlen, weißt du, ja, noch eine kleine Stelle, die fehlt. Und ich glaube auch, die Entwickler haben auch die Toleranzstufe von dem Ganzen, also die prozentuelle Sache, wo man muss weghaben oder so, haben sie glaube ich auch runtergesetzt. Also nicht mehr so hoch, dass man wirklich 100% erreichen muss, sondern ja, wenn du jetzt 98% freigeschaufelt hast, wird das als 100% gewertet. So, aber es ist sehr interessant, wie die Schritte sind. Ne? Also zuerst so, dann so, dann so, dann so. Also wenn du nicht auf dem Beruf bist, ist es sehr interessant an für sich. Ne? Jetzt waschen wir die Knochen zum Beispiel. Zuerst haben wir die Steine weggenommen, dann haben wir die präpariert, gehärtet quasi, kannst du so sagen. Ne? Oh, Entschuldigung, da habe ich ein Stück vergessen. So, und jetzt heißt es zusammenfügen. Aber das ist ja nicht so schwer. So, hier haben wir ja eigentlich die Anordnung, wie es sein soll, schon da. So, das ist noch der von der Hand, also Finger besser gesagt. So, haben wir erstmal den Finger fertig. Das kannst du nur, das kannst du so drehen, okay. So, dann haben wir nämlich hier noch die Pfote oder die Klaue. Besser zum Bearbeiten, so. Ich denke mal, das können wir dann im Finish-Spiel auch irgendwie bearbeiten, ob dir nur die Punkte dargestellt werden oder auch, also ob die Hilfestellung gegeben wird, wie eben die Anzeige, wo welches Knochenteil hinkommt. So, ich frage mich, also zusammenstellen kann, also reinigen müssen wir es nicht unbedingt selbst, aber zusammenstellen, das müssen wir. Immer gut zu wissen. Es wird einem doch nicht alles abgenommen. Also ich meine, es wird einem ja schon die Reinigung abgenommen und das ist schon recht eine gute Sache. Und das Zusammensetzen, das ist ja jetzt auch nicht wirklich aufwendig. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du dann da schon 6 Dinos zusammengestellt hast, du allmählich keine Lust mehr hast, das Ganze hier zusammenzusetzen. Also das hier zusammensetzen vielleicht schon noch, aber jedes einzelne Knochenteil zusammensetzen, ich weiß nicht. Und wir machen noch schnell fertig. Also schnell, ja. Das müssen wir immer noch alleine machen. So. 4 Schnitte, glaube ich, müssen wir machen.
Und dann kommt der Hammer zum Einsatz. Und auch da hätte ich mir gewünscht, wenn wir draufbleiben könnten und nicht ständig drücken müssten. Ja, das lassen wir reinigen. Und hier sehen wir es, das geht einiges schneller, als wenn wir es würden machen. Ne? Also remove dust and dirt, das heißt entferne Dreck und Erde, also ja, Verschmutzung der Erde, so quasi. Und ihr seht schon, das geht viel, viel, viel schneller, als wenn wir das müssten machen. Also, ne? Zack, zack, zack. Dauert halt schon eine Zeit, das ist klar, aber wir können. Aber also wirklich viel mit dem können wir auch nicht machen, ne? So, okay, eben zusammenstellen müssen wir's. Zum Glück haben wir hier eine Knochen. Ja, Entschuldigung, ich habe gemeint, ich hätte es gedrückt. Aber es muss grün sein, damit wir es einsetzen können. Ja, da vorne haben wir auch noch eins. Den hätte ich jetzt übersehen mit der Perspektive. Zack. Das ist das Steißbein. So. So. Und. Ne, das ist das Steißbein, oder? Hatten Dinos Steißbeine? Oh. Jetzt lasse ich alles fallen und dann ist kaputt. Ah. The museum was trying my internship and was getting ready for remove this, that stones. Jetzt. Hey. Das dürfen wir wirklich. So nicht gut. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Okay, Leute. Das machen wir wirklich in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss, ciao, ciao.